Weiter geht's mit der Predigt. Auch top aktuell. Das Thema Berufung. Ja, ich habe gedacht, wir sind heute so unterwegs in diesem Thema, gehen noch einen Schritt weiter, am nächsten Sonntag nochmals einen, habe aber auch schon einiges erlebt. Und es ist ja so, es ist Gott, der ruft. Und wir können unsere Ohren aufmachen und hinhören, ob wir ihn hören, ob wir sein Rufen hören. Und wir können dann auch etwas dazu sagen, wollen wir sein Rufen in unser Herz hineinlassen? Wollen wir hinhören? Oder wollen wir selber trotzdem dort unterwegs sein, wo wir wollen? Das ist unsere Entscheidung. Und deshalb, wenn wir über das Thema Berufung nachdenken, denke ich, ist es ganz entscheidend, will ich Gott hören? Will ich seinen Ruf hören, seine Berufung auch hören? Und dann auch antworten? Es gibt so ein gutes Wortpaar, das bringt das auf den Punkt. Horche ich hin, bin ich auch bereit zu gehorchen. Höre ich, was Gott sagt, und will ich dann auch ganz Gott gehören, mich Gott hingeben. Vielleicht ist das so das Wortspiel, das du heute mitnimmst. Horchen, gehorchen, hören und dann auch ganz Gott gehören. Ich möchte gerne deshalb mit einem Gebet heute starten. Und ich denke, es ist gut. Predigt ist immer etwas ganz Aktives. Vielleicht können wir zusammen aufstehen, so bewusst vor Gott stehen und sagen, wir stehen vor dir, um deinen Ruf zu hören. Guter Gott, du rufst uns. Du rufst uns bei unserem Namen. Du rufst uns bei der Person, die wir sind. Du rufst uns mit dem, was du uns sagen willst. Das kann ganz unterschiedlich sein. Du rufst uns, indem wir die Bibel lesen und darin dein Rufen, deine Worte hören, wie du zu uns sprichst, wie du ein lebendiger Gott bist. Und wir stehen jetzt vor dir, guter Gott, und wollen dir sagen, wir wollen dein Rufen hören und es in unser Herz hineinlassen und dich reden lassen. Schenke uns offene Herzensohren heute Morgen, um deinen Ruf zu hören, um deine Berufung zu hören. Wir bitten dich, guter Gott, ruf uns heute Morgen, berufe uns heute Morgen. Amen. Ja, wir gehen heute so in einen richtig guten Bibeltext hinein. Es ist ja oft so, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir da plötzlich Gottes Rufen hören. Also ich will euch ermutigen, fragt heute nicht, was will euch der Pastor sagen oder so, sondern sagt heute, was will mir Gott sagen? Was will mir Gott zurufen? Wir haben heute, um das kurz zusammenzufassen, diese verschiedenen Berufungsdimensionen. Wenn wir in der Bibel lesen über das Thema Berufung, kann man das so etwas sortieren. Eine erste Berufungsdimension, das ist so dieser rote Kreis, wo es heißt, Gott erkennen. Unsere erste Berufung ist es, ganz Gott zu erkennen. Eine zweite Berufung ist es, der blaue Kreis, erlöste Beziehung zu leben. Gott beruft uns zu einem Leben mit erlösten Beziehungen. Eine dritte Berufungsdimension, die wir kennengelernt haben, ist, dass Gott uns beruft, unserem Wesen gemäß, so wie wir sind, wie er uns geschaffen hat, zu einem Segen zu werden für andere Menschen. Es kann sein, dass Gott uns plötzlich in eine Aufgabe hineinruft. Und jetzt ist es so, dass Gott selber sagt, dass wir im ganzen Leben unterwegs sind auf diesem Weg. Im Epheser 4, Vers 1 heißt, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das Wort wandelt, das hier steht, könnte man auch übersetzen mit umhergehen, leben, sich in einer bestimmten Weise verhalten, sein Leben führen. Also wir sollen unser ganzes Leben führen gemäß der Berufung, die uns Gott gibt, gemäß dem Ruf. Wir sind unterwegs. Es ist ein lebenslanger Prozess. Und wenn wir jetzt diese 3 Dimensionen hier haben, wie man das so ein bisschen sortieren kann, dann ist es wichtig zu wissen, dass sie nicht einfach 3 Dinge, die sind nebeneinander, sondern die gehören irgendwie zusammen. Und dann ist man unterwegs im Leben und man merkt plötzlich, ja, man ist so im roten Bereich, plötzlich nimmt einem Gott an der Hand und man erkennt mehr von ihm, ist da voll am Wachsen in dieser Berufung, Gott zu erkennen. Und dann geht es vielleicht weiter und man ist plötzlich, man merkt, ich habe ja Begabungen von Gott, Gott hat mich so reich beschenkt, ich kann auch etwas weiterschenken. Dann kommt etwas von der blauen Dimension mal mehr zum Tragen und man merkt,
Ich bin ja da auch erlöst von Gott, dass ich auch Frieden haben kann mit den Menschen um mich herum. Spannend, aber dann gibt es auch diese Schnittmengen, oder? Man merkt plötzlich, das spielt ja zusammen. Da bin ich ganz mit Gott und mit seinem Wirken und er mit mir und ich mit ihm. Oder dann andere Schnittmengen und man merkt, im Leben ist man unterwegs. Gott nimmt einem an der Hand, ist ein Schritt dran und ein Puzzleteil da, mal da etwas und es wirkt zusammen. Und man könnte so sagen, das Ziel vom Ganzen ist, dass man irgendwie immer mehr auch zu dieser Mitte hinkommt, wo man merkt, ich bin ganz in Gott drin, mit ihm verankert, ich erlebe erlöste Beziehungen, das spielt zusammen, ich bin in seinem Ruf, ich bin ein Segen für andere, ich bin so in meiner Kernberufung drin. Und im Leben ist es ja tatsächlich so, dass diese Teile dann irgendwie angeordnet sind, oder? Man hat mal dieses, man geht vorwärts, man wandelt gemäß der Berufung, aber es wächst und man kommt immer mehr hin zur Kernberufung. Und das ist das Thema von heute. Wir sind unterwegs in unserer Berufung. Es kann sein, wenn ich jung bin im Glauben, dass ich einfach mal Gott kennenlerne. Es kann sein, wenn ich schon weit gewandelt bin in dieser Berufung, dass ich schon ganz nahe meiner Kernberufung bin oder immer mehr erlebe, wie sich das alles zusammenfügt und alles das eine das andere gibt, mich Gott an der Hand genommen hat, mich Schritt für Schritt geführt hat und so in meine Kernberufung hineinführt. Also Gott ist hier einen ganzen Lebensweg mit uns unterwegs. Und das ist eigentlich das Schöne an diesem Bild. Und das ist auch das Thema vom Bibeltext, wo wir heute hineingehen. Gott möchte uns an der Hand nehmen und mit uns einen Prozess gehen, einen Berufungsprozess. Er möchte uns wachsen lassen. Und dieser coole Bibeltext, den wir heute lesen, steht im 1. Johannes. Also könnt ihr mit mir aufschlagen, wer die Bibel hat, auch zu Hause natürlich, gleich aus dem Bücherregal nehmen oder Handy ist auch immer erlaubt. 1. Johannes 2, da gibt es so einen richtig spannenden Bibeltext, der das beleuchtet. Es geht eigentlich los in diesem Kontext im 1. Johannes 2, dass der Schreiber sagt, Leute, ihr glaubt jetzt ja an Jesus, dann seid ihr nicht mehr vom Reich der Finsternis, sondern ihr seid jetzt im Reich des Lichts. Und wenn ihr hier angekommen seid, jetzt geht ein Prozess los. Das lesen wir jetzt zusammen. Ich schreibe euch, Kindchen, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also das Erste, was ich wunderschön finde an diesem Bibeltext ist, er sagt, wenn wir im Reich des Lichts sind, sind wir in der Familie von Gott. Das sind alles so Beziehungsbegriffe, Kinder, Kindchen, junge Männer, Erwachsene, Väter. Und Gott, der Vater, das sind alles so Beziehungsbegriffe. Wir sind in der Familie von Gott, wir leben Beziehungen, wir haben Beziehungen, etwas Wunderschönes. Und dann werden hier so verschiedene Altersstufen genannt, finde ich noch spannend. Das sind ja nicht Altersstufen von dem irdischen Alter, oder? Man ist so und so alt, sondern es ist vom geistlichen Leben gemeint. Also es wird hier von Kindchen geschrieben, das sind Leute gemeint, die einfach frisch zum Glauben gekommen sind. Das kann ein 10-Jähriger sein, es kann auch ein 90-Jähriger sein, der frisch zum Glauben kommt und ist in dem Moment ein geistliches Kindchen oder Kindlein oder wie man das dann übersetzt. Dann wird hier mit einem anderen Wort von Kindern gesprochen. Also irgendwann wächst man, wird ein bisschen größer. Dann wird hier von jungen Männern geschrieben, jungen Leuten, jungen Erwachsenen, ist so angekommen im geistlichen Leben. Und dann wird auch von den Vätern geschrieben. Und ich habe das Ganze einmal sortiert, so dem, sag ich mal, Wachstum entlang. Und wir wollen da mal genau hinschauen. Wie wächst man da? Im Moment denken wir, gut, das hat vor allem zu tun in der Beziehung zu Gott, in diesem Gott erkennen, in dieser ersten Berufungsdimension. Aber es spielen alle Dimensionen dann mit hinein. Und es zeigt uns einfach auch, dass Gott uns in einen Wachstumsprozess hineinnimmt, wie man den ganz normal vom Leben kennt. Man kommt auf die Welt als kleines Baby und irgendwann wird man erwachsen und alt. Das gibt einen Wachstumsprozess durchs Leben, menschlich, aber auch geistlich.
Das erste, was hier steht, und so jetzt in dieser Sortierung, ist das Kindchen oder Kindlein, Teknion, steht hier im Altgriechischen. Das ist wirklich ein Kind gemeint, kurz nach der Geburt. Und ich denke mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so ein kleines Säugling sehe, das ist richtig herzig, oder? Richtig schön zum Anschauen, man hat so Freude dran. Und ich denke, hier geht es manchmal ganz ähnlich, wenn man sieht, ein Mensch kommt frisch zum Glauben an Jesus. Das ist einfach schön. Das ist einfach etwas Wunderschönes. Und das ist ein Bild, das geht ja durch die ganze Bibel hindurch. Im Johannes 3, dort spricht Jesus davon, dass man eine geistliche Neugeburt erlebt, wenn man zu Jesus kommt, Jesus ins Leben einlädt. Es beginnt wie ein neues geistliches Leben. Und im Johannes 1,12, so viele ihn aufnahmen, denen gebe er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also das, was wir hier auch in unseren Taufzeugnissen gehört haben, Jesus ins Leben einladen, ihn aufnehmen. Das ist etwas, das zeichnet diese Kinderphase aus. Dann wird man ein Kind von Gott, wird in die Familie von Gott hineingeboren. Vielleicht sind jetzt einige hier, die sagen, ja genau, dazu gehöre ich. Ich bin vor kurzem zum Glauben gekommen. Ich bin so in diese Familie hineingeboren worden. Ich bin noch ein kleines Kind, was den Glauben betrifft. Es sind sicher auch einige hier, die sagen, ja, ich bin schon länger im Glauben dabei. Aber das ist trotzdem dann mega spannend zu wissen, es gibt diese Kindheitsphase, weil wir alle haben ja Menschen um uns herum, die wir begleiten dürfen als kleine Kinder. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich vorstellt, ein kleiner Säugling ist einfach allein auf sich gestellt, ist das ein furchtbares Bild, oder? Dem geht es nicht lange gut. Umso wichtiger ist gerade in dieser Phase, dass man eine Familie hat, Menschen um sich herum. Also das ist für uns alle ganz wichtig zu wissen. Ich denke an die Leute, die irgendwo im Kids-Treff, in der Jungschar oder so sind. Da gibt es natürlich unter Jungen viele junge Christen, die junge Gläubige unterwegs sind. Es ist wichtig, dass wir wissen, was ist wichtig in diesem Alter von Kleinkindern im Glauben, sage ich jetzt mal, für uns selber oder für die Leute um uns herum. Es ist auch mega wichtig zu wissen, jeder Mensch startet mal hier, oder? Jeder Mensch ist mal ein geistliches Baby. Es ist auch mega wichtig zu wissen, dass eigentlich Gott die Taufe genau hier sieht. Wenn man zum Glauben kommt, dann darf man sich taufen lassen, auch als ein äußeres Zeichen dafür, dass man ganz zu Gott gehört. Als ein äußeres Bekenntnis, aber auch, um wie diese Geburt in die Gemeinde hinein zu feiern. Das heißt im Korintherbrief, dass wir auch in den Leib Christi hineingetauft werden. Es ist also eigentlich wir machen hier bei uns keine Babytaufen. Wir taufen Leute, die wissen, sie wollen an Gott glauben und haben ein eigenes Bekenntnis, aber geistlich gesprochen könnte man sagen, eigentlich ist die Idee, dass man geistliche Babys tauft. Was auch mega wichtig zu wissen ist, es ist hier wirklich im Kontext so gebraucht vom neuen Leben, das kommt. Also typisch für Kinder ist, dass sie so das richtig erleben, meine Sünden, meine Schuld ist mir vergeben, ich habe ein neues Leben bekommen von Gott. Und dann heißt es auch, um meines Namens willen, um den Namen von Jesus Christus willen. Also es ist so in dieser Verbindung, man lernt Jesus kennen als Erlöser, als der die Schuld vergibt, aber auch als Freund, als Gegenüber, als nahestehende Person. Man ist so mit Jesus ganz nahe. Ich will hier auch noch eine zweite Bibelstelle hinzunehmen. Das heißt im 1. Petrusbrief 2, ich habe übrigens alle Bibelstellen auch im Handout so hingeschrieben, dass man die dann nochmals nachlesen kann. Im 1. Petrus 2, 2-5, da heißt es über diese kleinen Kinder, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Also es wird hier so gesagt, wie bewusst, wenn ihr Kinder Gottes werdet, dann beginnt ihr auch so zu leben wie ein Kind von Gott, ein Kind im Licht und nicht mehr in der Finsternis und legt ab die Sachen, lernt diese Sachen abzulegen, etwas Neues zu ergreifen, lernt, wie es ist, sich als Christ zu verhalten, die Sprache als Christ. Dann heißt es weiter, und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. So neugeborene Kinder, die schmecken die Güte des Herrn, weil sie erleben, alles ist mir vergeben, einfach so als Geschenk von Gott. Wie groß und wunderbar ist diese Gnade und diese Liebe. Und wenn man diese Güte schmeckt, dann will man mehr davon, man trinkt mehr von dieser Milch. Sie heißt hier die vernünftige, unverfälschte Milch. Das Wort von Gott, man liest in den Worten Gottes und erkennt immer mehr von seiner Größe und Barmherzigkeit.
Dann heißt es weiter, dass man zu Gott kommt, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Also man kommt zu Jesus, man lebt diese Beziehung zu Jesus und dann lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Also dann heißt es auch, man wird eingebaut in das Haus Gottes, in seine Familie. Man wird ein Familienmitglied. Es ist ganz wichtig, dass man in der Familie ankommen kann, in einer Kleingruppe, in der Gemeinde, wo man dann unterwegs ist, dass man Geschwister hat, dass man lernt, miteinander als Christen zu leben, was es bedeutet, von Gott geliebt zu werden, andere zu lieben. Das ist so die Zeit als Kind. Und das heißt aber auch, dass man diese Milch trinkt und so, um dann wachsen zu können. Heranwachsen heißt es hier. Also ist gemeint, ja, man bleibt nicht das Leben lang ein Kindchen, ein Kindlein, sondern man wächst, es geht weiter. Und es gehört auch dazu, dass man weiß, Jesus hat mir wirklich alles gegeben. Es wächst so diese Sicherheit, dass alle Schuld vergeben ist, auch, sage ich mal, die Sünden, die man gar nicht mehr sich erinnert. Im 1. Johannes 1,7 heißt es, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das wird bei der Taufe so richtig erlebt, oder? Man geht ins Wasser, das hat immer ein Bild von Reinigen, das wird dann erlebt. Man ist von Gott ganz gereinigt, aber durch das Blut von Jesus. Dieses Verständnis, das wächst so richtig in diesem Alter. Aber dann soll es ja nicht dort stehen bleiben. Man ist weiter unterwegs und das wird dann hier von Kindern geschrieben. Und interessant, etwas, was Kinder auszeichnet, ist, sie haben den Vater erkannt. Also plötzlich wächst dieses Verständnis von Gott. Man lernt Gott als liebenden, guten, barmherzigen Vater kennen. So wie es im 1. Johannes 3,1 heißt, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Also so, man merkt plötzlich, ich bin wirklich ein Kind von Gott. Man hat so dieses tiefe Verständnis, nicht einfach ein Wissen im Kopf, sondern es geht so richtig ins Herz hinein. Man kommt in diese Verbindung mit Gott hinein, man erkennt immer mehr, wer er ist, auch als Vater. Das ist etwas Wichtiges in diesem Altersabschnitt. Das heißt dann auch, und wir sind es auch, Kinder Gottes, deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. So heißt es im 1. Johannes 3,1. Also in dieser Phase merkt man plötzlich auch, hey, ich bin ein Kind von Gott, ich gehöre jetzt zu seiner Familie, zu seinem Reich. Und das ist ganz anders als das Reich der Welt. Das ist ja ein ganz großer Unterschied. Das sind andere Werte, die gelebt werden im Reich von Gott. Die Welt, die kennt andere Werte. Es gibt hier große Unterschiede. Plötzlich hat man so ein Ja zum Leben, sage ich mal, vom Embryo bis zum uralten Mensch. Das ist ein anderer Wert, als da in der Welt gelebt wird. Man hat plötzlich ein Ja zur Ehe als lebenslangen Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, weil man merkt, das ist der Wert, der in der Familie Gottes gelebt wird. Man hat plötzlich ein Ja zu einer Sexualethik, wo die Leute von der Welt manchmal nur den Kopf schütteln und denken, wie kann man nur? Und man merkt plötzlich, in der Familie von Gottes hat man ein Ja zur ausgelebten Sexualität in der Ehe und sonst nicht. Und merkt, das ist ja gar nichts Schlechtes, Komisches oder Prüdes, sondern es ist etwas sehr Befreiendes, Wohltuendes, Geschütztes, Gutes, das aufblühen kann. Man hat ein Ja zur Nächstenliebe. Gut, vielleicht sagen einige, es ist nicht so speziell, aber man hat plötzlich ein Ja zur Feindesliebe. Wo gibt es denn das? Man hat ein Ja für ganz viele Dinge, wo man merkt, hey, ich bin in der Familie von Gott und das ist ein anderer Wertmaßstab. Und man merkt plötzlich, das ist ja cool. Das ist ja richtig gut, das ist richtig lebensfördernd. Viele Menschen verstehen das gar nicht, weil sie haben Gott nicht erkannt. Sie haben diesen Vater nicht erkannt. Aber ich merke, ich bin ein Kind von Gott und mein Vater meint es gut mit mir und er hat so einen guten Plan für mein Leben. Und auch wenn ich es nicht verstehe, nimmt mich an der Hand und führt mich gut. Und es kommt dann etwas Zweites dazu. Ich merke, ich bin ein Kind von Gott und habe einen Vater. Das heißt, er nimmt mich auch an der Hand und erzieht mich. Das ist ein Bild, das im Hebräer dann beschrieben wird, Hebräer 12, Vers 6. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt ihr darin die Zurechtweisung Gottes.
Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Also man merkt plötzlich, ich bin ja ein Kind von Gott. Und er nimmt mich an der Hand. Und vielleicht führt er mich sogar in Situationen hinein, die schwierig sind, wo ich herausgefordert werde, in Situationen von Leid. Und ich denke mir schon manchmal, das ist so das Alter von Kindern, geistlichen Kindern, die Gott als Vater erkennen, Gott als Vater, der auch erzieht. Mir kommen so einige Situationen in den Sinn, wo ich dann frage, ja Gott, was soll das alles? Wieso lässt du das zu? Wieso passiert das alles mir? Was macht das für einen Sinn? Aber der Hebräer sagt, eigentlich im Kindesalter wäre es angebracht, dass ich sage, Gott, was willst du mir darin zeigen? Wo willst du mich führen? Was willst du mich lehren? Was soll ich lernen? Was hältst du hier für mich bereit? Gott, jetzt habe ich so diese Situation von einem Leid, von einer Herausforderung. Willst du mich hier wachsen lassen? Darf ich hier reifen? Einige von euch schauen vielleicht zurück aufs Leben und merken, dass sie besonders gewachsen sind in herausfordernden Situationen. Ich denke nur für mich, es wäre eigentlich ja weise, wenn ich in eine herausfordernde Situation hineinkomme, nicht zuerst zu fragen, Gott, warum? Ich arme und so. Sondern Gott zu fragen, Gott, wozu? Wozu soll mir diese Situation dienen? So diese Sinne dann aufzumachen und sagen, Gott, dann lehre mich, dann erziehe mich, dann forme mich. Du meinst es ja gut mit mir. Es soll mir zum Guten dienen. Also Kinder, die merken offensichtlich oder lernen, auch in schwierigen Situationen mit Gott hindurchzugehen und ihn zu fragen, was er will. Ich habe, als ich das vorbereitet habe, gedacht, ich bin schon oft sehr kindlich unterwegs. Ist übrigens spannend, das Wort Pädagogik. Gott nimmt uns in seine Pädagogik hinein. Das Pädagogik hat die gleiche Wurzel wie das Wort, das hier für Kind gebraucht wird. Baidion. So dieselbe Wurzel. Gott nimmt uns in seine Lehre. Er lehrt uns Dinge, wo wir reifen können in unserem inneren Menschen. Ich habe hier ein Zitat aus diesem Buch, wo wir die Predigt auch vertiefen können, diese ganze Serie, Ganz Ich-Sein von Peter Höhn. Er schreibt dazu, es ist für die Entwicklung unserer Berufung entscheidend, dass wir auf diese Prozesse gut reagieren lernen. Wenn wir positiv auf Gottes Pädagogik antworten, geht es vorwärts, andernfalls werden wir wohl an gewissen ewig gleichen Lektionen üben müssen. Ebenso wird Gott uns testen, ob wir im Kleinen treu sind, bevor er uns mit größerer Verantwortung betraut. Vergleiche Lukas 16,10. Finde ich ganz spannend. Gott führt uns manchmal in Übungen hinein und unsere Aufgabe ist dann zu fragen, Gott, was willst du mir zeigen? Was willst du mich lehren? Willst du hier ein Wunder tun? Oder willst du mich lehren, damit umzugehen? In meiner Schwachheit dankbar zu sein, mich Gottes zu begnügen, seiner Kraft. Was hat Gott bereit? Das ist so das Alter vom Kind. Also wir sehen, so Berufung, Gott erkennen als Vater, aber vielleicht auch erlöste Beziehung zu sich selber annehmen zu können, was Gott einem gibt, wie er uns manchmal auch in Leid hineinführt, dass wir daran wachsen können. Erlöste Beziehung zum Nächsten, es hat mit all diesen Dingen zu tun. Man könnte übrigens noch ganz viel sagen zu diesem Alter. Epheser 3 hat einige ganz spannende Stellen. Ich habe das auch im Handout hingeschrieben. Also es lohnt sich hier noch ein Stück weiter zu denken. Aber wir wollen weitergehen zu den jungen Erwachsenen. Das Wort, das hier gebraucht wird, meint Menschen im Alter von 20 bis 40 Jahren. Also ist so wirklich das eigentlich Erwachsenenalter gemeint, geistliches Erwachsenenalter, wo man kräftig ist, das Wort stark wird hier gebraucht, wo man ganz in Gottes Wort ist und bleibt, das wird hier beschrieben, aber auch, wo man den Bösen überwunden hat. Statt überwunden könnte man auch übersetzen besiegt. Also es ist eine Altersstufe, sage ich mal, geistliches Alter, wo man so ganz aus dem Sieg lebt, aus dem Sieg von Jesus Christus. Man hat dieses Wort Gottes irgendwie wie drin verankert. Ich stelle mir das so vor, dass man durchs Leben geht und je nach Situation macht es so BÄM! Und mir kommt etwas in den Sinn,
was ich im Wort Gottes gelesen habe und merke, das ist jetzt genau zutreffend, das passt jetzt. Also es geht so um eine tiefe Verankerung. Wir sehen, wie wichtig es ist, in diesem Wachstum auch immer in der Bibel zu lesen und diese zu verinnerlichen, dass man so ganz gut im Wort gegründet ist sehr spannend. Vielleicht kommt euch so Geschichten in den Sinn. Jesus in der Wüste, wo er versucht wurde, oder hat auch gesiegt über den Bösen, den Bösen überwunden, indem er im rechten Moment das rechte Wort bereit hatte. Ich denke an diesen Textstelle in Epheser 6, wo verschiedene Dinge genannt werden, wie man geistliche Kämpfe führen kann und eben siegreich hervorgehen. Da wird gesagt, das Wort ist das Schwert. Das ist ganz Wichtiges, das hier im Zusammenhang auch genannt wird. Und dann heißt es wirklich, dass man quasi aus dem Sieg heraus lebt. Das heißt, Menschen, die sagen, ich bin eigentlich im geistlichen Erwachsenenalter, die haben gelernt, mit Versuchungen umzugehen, mit Angriffen umzugehen. Die wissen zu bestehen und sie leben aus dem Sieg von Jesus. Die wissen auch, dass es Angriffe gibt, dass es Anfeindungen gibt, dass es auch ein Kampf sein kann. Es ist nicht so, oh, ich werde irgendwo auf die Probe gestellt und ich bin im Kampf, wie kann das nur sein? Sondern die rechnen damit. Stell mir vor, im Krieg, wenn man die ganze Nacht in den Wald schießt und keiner schießt zurück, ist man an der falschen Front unterwegs, oder? Im 2. Korinther 2, Vers 4 heißt es, doch ich danke Gott, der uns, die wir zu Christus gehören, immer in seinem Triumphzug oder in seinem Siegeszug mitführt. Wo immer wir jetzt auch hinkommen, setzt er uns ein, um anderen vom Herrn zu erzählen und die gute Botschaft zu verbreiten wie einen wohlriechenden Duft. Das ist so ein Wohlgeruch. Vielleicht erinnert ihr euch, also dazu gehört auch dann stark zu sein, zu sagen, ja, ich bin mit Gott unterwegs und er nimmt mich an der Hand und ich kann auch viel weitergeben, tatkräftig zu sein, mit Jesus unterwegs, aus seinem Sieg zu leben. In einem anderen Buch, das hier auch auf unserem Berufungsbookshop-Tisch liegt, dort heißt es genau zu diesem Thema, durch Glauben von Schwachheit zu Kraft zu gelangen, vollzieht sich nicht in einem punktuellen Akt, sondern das ist ein Prozess. Also Gott will uns auf einen Prozess mitnehmen, wo wir erstarken können, wo wir stark werden können. Im 1. Korinther 15, 58 heißt es, daher meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Also wir merken, es kommt auch diese dritte Berufungsdimension immer mehr so hinzu, wo ich merke, ich kann stark sein, auch für andere, ich kann etwas weitergeben, ich kann Wohlgeruch sein, ich werde in Jesus Siegeszug mitgeführt quasi, um auch seinen Segen weiterzugeben. Dann hat es noch dieses 4. Alter von Vätern und Müttern im Glauben. Und 2-mal schreibt hier Johannes, ganz entscheidend ist, die haben Gott erkannt, und zwar den Gott, der von Anfang an ist. Also Gott, der allmächtige und der ewige Gott, haben sie so eine tiefe Art und Weise erkannt. Und mit erkennen ist ja hier eben nicht gemeint, nur im Kopf einfach kennen, sondern wirklich mit dem ganzen Wesen erfahren. Eine lebendige Beziehung zu Gott, der aber unendlich groß ist. Das ist etwas ganz Entscheidendes in dieser Phase. Also man merkt plötzlich, wie man so richtig hinwächst zu Gott hin. Ich habe vor kurzem mit jemandem aus der Gemeinde gesprochen, der für mich für ein Anliegen gebetet hat zu Hause und dann gesagt hat, ja, ich bin einfach noch ein bisschen sitzen geblieben. Das hat lange gedauert und ich habe dann gefragt, das ist einfach so, wenn man bei Gott ist und man kann einfach bei ihm sein und man muss nichts und Gott muss auch nichts. Das ist einfach gut. Und dann hat gesagt die Person, ja, das ist etwas Wunderschönes. Und so stelle ich mir das vor, einfach bei Gott sein. Bei ihm einzutauchen, mit seinem ganzen Sein und mit seinem ganzen Leben irgendwie in Gott, mit Gott unterwegs zu sein. Auch wieder Peter Höhn, er schreibt dann dazu, wer wir sind und was wir tun, wird immer mehr eins. Wir sind in Gott und mit Gott. Und jetzt wird aber hier das Wort Väter, sagen wir mal Eltern, gebraucht. Was ist typisch für Eltern? Was muss man haben?
Kinder. Sonst isst man das ja gar nicht. Mal überlegen. Geduld. Ja, man könnte noch vieles sammeln. Ich habe mir gedacht, ohne Kinder kann man keinen Vater, keine Mutter sein. Ohne geistliche Kinder. Also das ist etwas, das gehört irgendwie auch dazu, dass man mit anderen Menschen unterwegs ist, die neu zum Glauben kommen. So geistliche Kinder. Ich denke, das ist eine mega coole Botschaft. Für alle Christen, aber vielleicht besonders auch für solche, die keine eigenen Kinder haben können, so biologische. Dass man sagen kann, hey, ich kann ja geistliche Kinder haben, ich kann ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter werden. Was für eine wunderbare Perspektive. Und dann heißt es hier, die haben Gott ganz erkannt, haben geistliche Kinder und im 1. Thessaloniker 2, Vers 7 heißt es dann dazu, wie Paulus sich beschreibt als geistliche Mutter. Das wird spannend. Wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So, in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Also Paulus beschreibt sich als einer, der liebevoll wie eine Mutter sich um seine geistlichen Kinder gekümmert hat. Finde ich ein wunderschönes Bild. Das bedeutet ja auch dann einander zu helfen, eben nicht Kindchen zu bleiben, sondern zu wachsen, Kind zu werden, junge Erwachsene, dann selber Eltern zu werden, geistliche Eltern. Nächsten Sonntag werden wir mehr über dieses Thema nachdenken, was das auch für Berufung bedeutet, einander zu helfen, in der Berufung zu wachsen. Aber ich finde das etwas Wunderschönes, wir sind da unterwegs im Leben. Manche denken, ich bin als Kindchen unterwegs, als Kind, als junger Erwachsener, in der Kraft. Oder ich bin ganz bei Gott angekommen, als geistliche Eltern. Oft überschneiden sich diese Altersstufen ja auch. Das soll deine Ermutigung sein heute. Gott möchte dich zu einem Leben mit ihm berufen und dich hineinwachsen lassen, immer mehr und immer tiefer in deine Kernberufung anzukommen. Manchmal, wenn man zurückschaut, entdeckt man so wie einzelne Puzzleteile. In einem anderen Buch zu diesem Thema Berufung, Way to Go, hier schreibt Judith Westerheide, welche Puzzleteile haben ihren Platz bereits gefunden? Vielleicht schaut man zurück und sieht, so einiges hat sich schon ein bisschen angeordnet und ich sehe, wie Gott mich an der Hand nimmt und mich formt und mich ruft und etwas mit mir gestaltet. Dann schreibt sie weiter, und welche liegen noch ein bisschen traurig in der Gegend herum? Wo man vielleicht etwas erlebt hat, das man selber gar nicht so gut einordnen kann und sich fragt, was soll das, wie geht das, wie funktioniert das? Oder wo man vorausschaut und sich fragt, wo wird mich Gott hinführen? Wo man dann aber bewusst sein darf, Gott will mich an der Hand nehmen. Er will, dass ich in meiner Berufung wandeln kann und er wird es zusammenfügen zu einem gesamten Puzzleteil. Also es kann bedeuten, dass wir auch bewusst zu Gott kommen und ihn fragen, was ist dein roter Faden? In meinem Berufungsweg, was ist dein nächster Schritt? Wo darf ich mehr von dir, Gott, erkennen? Wo darf ich mehr erlöste Beziehungen erleben? Wo darf ich für andere ein Segen sein? Wir wollen gerade an dieser Stelle eine ganz praktische Übung machen. Ja, ich habe ja gesagt, Gott ist derjenige, der ruft. Wir nehmen uns eine Zeit mit einem kleinen Zettelchen, das bekommt ihr jetzt, es hat auch so Schreiber verteilt, wo wir wie bewusst auf Gott hören möchten. Was ruft er dir zu in dem Moment? Diese Matrix, eine kleine Tabelle, kann einfach auch ein Anstoß sein. Das können wir jetzt nicht in 2 Minuten das ganze Leben reflektieren, das ist zu schnell. Vielleicht gelingt es dir, etwas von Gott zu hören, es ist jetzt etwas, das Gott dir zusprechen möchte. Ich habe übrigens auch für die Leute zu Hause, wer im Livestream ist auf YouTube, unten in den Kommentaren kann man auch dieses Zettelchen als PDF herunterladen, gleich anschauen, ausdrucken, ausfüllen, digital, was auch immer. Steht zur Verfügung, es ist auch auf dem Handout verlinkt. Also nehmt das mal, es hat hier drauf diese drei Berufungsdimensionen. Gott erkennen, erlöste Beziehung und Segen sein.
Und wir gehen jetzt in einen Moment der Stille, wo du zu Gott fragen kannst, Gott, wo stehe ich? Wo habe ich schon vieles von dir erkannt? Wo habe ich schon erlöste Beziehungen erleben dürfen? Wo darf ich ein Segen sein für andere? Oder auch umgekehrt, wo merke ich, dass ich vieles noch nicht so erkannt habe von Gott? Wo stehe ich da im Moment? Wo merke ich, dass ich gar keine erlöste Beziehungen habe? Dass irgendwo wo was schief läuft? Oder wo ich merke, da schlummern Dinge in mir, aber ich bringe es irgendwie nicht ins Leben, dass es zum Segen wird für andere. Also das kann man so in die linke Spalte schreiben. Und da möchte ich dich ermutigen, vielleicht einfach bei einem dieser 3 Punkte etwas hinzuschreiben. Wo stehst du gerade, das, was dir im Moment am wichtigsten ist oder dir als erstes in den Sinn kommt? Und dann bewusst zu fragen, Gott, wo willst du mich hinführen? Wo willst du mich an der Hand nehmen? Wo willst du mich in deine Pädagogik hineinnehmen? Wo darf ich dein Kind sein und wachsen zum jungen Erwachsenen? Wo darf ich dein Kindlein sein, dein Neugeborenes, und du lässt mich wachsen zum Kind? Oder wo willst du mich zu meinem geistlichen Vater, eine geistliche Mutter formen, lehren, bewegen? Wir nehmen uns einen kurzen Moment einfach, um Gott zu fragen, wo nimmst du mich an der Hand? Es könnte auch sein, dass Gott dir sagt, ja, du bist irgendwie ganz jung im Leben unterwegs und er sagt dir, hey, Segen sein, probier einfach mal ganz viele Dinge aus. Es kann sein, dass du schon lange mit Jesus unterwegs bist und er dir zeigen will, wie sich die Dinge zusammenfügen und du ganz bei ihm eintauchen kannst. Es könnte auch sein, dass Gott dir sagt, hey, ich habe dich in eine schwierige Situation hineingeführt und bis jetzt hast du immer gebetet, Gott macht, dass es weggeht. Frage mich mal, Gott, wozu soll es dienen? Wo willst du mich da hinführen, Gott? Was willst du mich darin lehren? Wo darf ich wachsen? Nehmen wir uns einen Moment der Stille. Ja, Jesus, uns kommen verschiedene Situationen aus unserem Leben in den Sinn. Wir bitten dich, dass du uns einfach auch zeigst, was heute dran ist, wo du uns an der Hand nehmen willst. Es kann auch sein, dass du uns zeigst, Jesus, was bevorsteht, wo du uns hinführen möchtest, was dran ist, wo etwas schlummert, das du zum Leben erwecken willst. Und wir bitten dich, Gott, für diese Situationen, die uns in den Sinn kommen, die wir aufgeschrieben haben, dass du dich uns zu erkennen gibst, wer du bist. Wie du uns darin formen willst, wie du uns an der Hand nehmen möchtest, dass wir mehr erkennen, wer du bist, Gott, als unser Erlöser Jesus Christus, der auf die Welt gekommen ist, um uns von aller Schuld zu befreien, dass wir dich erkennen als Gott, als guten Vater, der das Beste für uns will, das Beste für uns bereithält. Dass wir dich erkennen als Heiliger Geist, der in unserem Leben wirkt. Und Gott, wir wollen deinen Ruf hören. Ruf uns, berufe uns. Ja, ich möchte dich bitten, auch guter Gott, es gibt vielleicht Menschen hier, die einen ganzen Lebensabschnitt vor sich haben, wo sie sich fragen, wo willst du, Gott, sie hinführen? Die sich diese Berufungsfrage für den nächsten Lebensabschnitt stellen und Gott, rufe du, zeig, wo du an der Hand nehmen willst, um mehr von dir zu erkennen.
Ja, lass uns wachsam sein und prüfen, wo es Beziehungen gibt, die nicht erlöst sind, dass wir da vorwärts gehen dürfen und erleben, wie du Vergebung schenkst, Versöhnung bewirken möchtest, deinen Frieden. Ich möchte dich bitten, guter Gott, dass du zeigst, was du alles in uns hineingelegt hast, dass wir ein Segen für andere sein können. Ich möchte euch zusprechen aus 1. Petrus 2, Vers 20, wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr in seinen Fußspuren nachfolgt. Gott, du kannst uns auch zeigen, was im Leid, in der Herausforderung drin uns zum Guten dienen soll, wo wir wachsen dürfen, wo du uns reifen lassen möchtest. Dass wir stark werden in dir, Jesus, dass wir aus deinem Sieg leben, dass du unsere Kraft bist, dass nicht unsere Stärke oder unsere Schwäche im Vordergrund steht, sondern deine Stärke, Jesus, dein Sieg ist unser Sieg. Ja, Jesus, nimm uns an der Hand und führe uns, dass wir auf deinen Weg Fußspuren vorwärts gehen können. Amen. Wir bleiben so eine Gesprächshaltung mit Gott. Nimm diesen Zettel mit, füll ihn zu Hause aus. Nutze auch die Ministry Time. Wir haben 2 Leute hier, die für dich gerne beten. Einfach dein Anliegen, vielleicht ein Punkt, den du jetzt aufgeschrieben hast. Eine Frage, die du hast an Gott. Was soll das Ganze? Oder etwas anderes, ein Segenswunsch. Du darfst einfach während den nächsten 3 Liedern nach hinten gehen und sagen, bitte bete für mich. Die 2 Leute beten gerne für dich, ganz einfach, unkompliziert. Es ist manchmal gut, die Dinge gleich festzumachen. Wir wollen aber auch einfach ins Gespräch mit Gott hineingehen, mit diesen Liedern, reden mit Gott. Gott haucht uns sein Leben ein und alles blüht neu auf. Das passiert, wenn uns der gute Vater an der Hand nimmt und führt auf seinem Weg. Dann darf alles neu aufblühen. Lass uns das auch zusammen singen.